Hallo zusammen zu der Hour of Prayer und gell zusammen, ich sage das immer, ich beginne eigentlich immer mit dem gleichen Satz, ey, schon wieder ist eine Woche vorbei und das ist wirklich so, immer wenn ich ins Studio komme, denke ich, so crazy, wie für mich persönlich die Wochen, die verfliegen so richtig schnell und ich hoffe, dass du viel gute Dinge mit Gott erlebt hast, auch in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit, wo wir drin sind und dennoch finde ich es mega cool, einfach zu wissen, dass Gott ist immer noch auf unserer Seite, oder? Ja, und so cool. Ich habe mir gerade überlegt, seit wann machen wir das? Seit März, jeden Dienstagmittag einfach mit dir, mit euch zusammen zu beten, uns mit einem Thema zu beschäftigen und das Thema in ein Gebet verwandeln und uns fürs Gebet inspirieren lassen, das begeistert Aber gell, mich. Susanne, also ist natürlich schon so, wir hatten ja vor vielen Jahren das Beratungs-TV gemacht, im Star-TV, gell? Jeden Montag von 10 Uhr bis 12 Uhr, da haben wir auch gebetet, Leute konnten live auch Anrufe betätigen, konnten auch ihre Anliegen uns bekannt geben und eigentlich ist schon krass, dass wir da in dieser Season so viel gelernt haben, eigentlich Ja. jetzt auch für diese Zeit in dem Sinn, ist finde ich nicht ganz komplett neu, Setting ein bisschen anders, aber vom Inhalt sehr, sehr ähnlich, weil ihr könnt ja auch im Chat drin eure Anliegen schreiben, die ihr habt und wir werden dann auch zusammen beten. Wir haben E-Mails bekommen, auch von Menschen, die haben gesagt, ihr könnt ja Ja. nicht während der Hour of Prayer mit uns zusammen beten. Das machen wir sehr, sehr gerne. Es ist eine Gebetsstunde, wo wir dazwischen ein paar Gedanken reingeben und dann auch wieder ein Thema, das aufhängen, wo wir ganz konkret auch zusammen beten können und auch beten werden. Susanne, bevor wir beginnen, wir haben heute ein Highlight, das haben wir nicht gewusst, ist ganz, ganz spontan und zwar jemand kam und Yay! hat uns ein Buch gebracht, das ist unser neuestes Buch. Leo und Susanne, bitte bete wie niemals zuvor. Und warum wir das hier euch vorstellen oder euch sagen ist, weil ich bin einfach riesig dankbar. Das Buch ist ja genau in der Zeit entstanden, wo wir angefangen haben, jeden Dienstag zu beten, jeden Dienstagmittag mit einer neuen Gebetsform. Und daraus ist ein Buch entstanden und wie du es gesagt hast, ab 6. Dezember ist es für alle erhältlich, die gern eins haben Ja, möchten. genau so. Und das ist eben mega cool, weil uns haben Leute gesagt, ja, könnt ihr nicht mal ein Buch schreiben über wie man betet, weil viele Menschen wollen ja beten und dann hat man eine Gebetsart oder einen Gebetsstil und irgendwann merkt man, es ist immer das Gleiche. Und wir haben wirklich 31 verschiedene Gebetsarten entwickelt, wo man sagen kann, zum Beispiel heute nehme ich das Stiftshüttengebet und am nächsten Tag nimmst du zum Beispiel das Waffenrüstungsgebet und dann kannst du einfach durchlesen. Und dann wird das alles ganz einfach erklärt, wie man beten kann und ich freue mich, das kommt im Dezember raus und wie gesagt, das Coole ist, alles, was du hier bezahlst, geht in die ICF Zürich Church. Also ich und Susanna, wir haben es geschrieben, wir verdienen nichts an diesem Buch, weil haben unser Copyright haben wir ICF verschenkt, weil für uns ist einfach das Buch, das gehört der Church, das gehört euch, das ist euer Buch und man bezahlt es eigentlich nur, um die Druckkosten zu bezahlen und mit dem sponsort man eigentlich auch ICF Zürich. So, genug Werbung, lass uns eintauchen, Susanne. Was ist denn das Thema von heute? Das Thema von heute ist, wie durchschaue ich den Antichristen? Ich Boom. finde es immer spannend, mit einem Thema zu beten, weil selbst uns, also die wir jetzt ja täglich beten in dem Sinn, mir gehen die Worte aus, wenn ich mich nicht irgendwo ein bisschen ein Raster habe oder einen Bibeltext oder irgendeine Form. Und deswegen finde ich es immer sehr spannend, wie man zum Beispiel aus einem Message, aus einer Predigt vom Sonntag ein Gebet formulieren kann, respektive was einem dazu inspiriert zu beten. Und das Thema von heute, wie durchschaue ich den Antichrist, ist ja das Thema, was du am Sonntag gepredigt hast. Wir haben ein paar Bibelverse, ein paar Dinge rausgesucht, die uns wichtig sind und mit denen zusammen wir einfach das zu einem Gebet machen möchten. Ich möchte, und bevor wir das erste Gebet beten, einfach dir mal ganz kurz mal diese verschiedenen Namen dir zeigen vom Bösen. Und das ist nicht, dass er dem Bösen Gewicht geben möchte, das ist mir mega, mega wichtig, sondern es erklärt uns ein bisschen so die Strategie. Hinter jedem Namen gibt es eine Charaktereigenschaft. Und der Antichrist heißt übersetzt anstelle von Christus. Also etwas nimmt einen Raum ein anstelle von Christus. Das kann aber, wie gesagt, auch Sorgen, Ja. nimmt den Raum ein statt Christus. Es können Zweifel sein, es können auch Süchte oder einfach Dinge sein. Und was ich jetzt ganz am Anfang einfach machen möchte, ist ein
Dankesgebet zu Gott beten. Also wir haben alle genügend Gründe, um Gott Danke zu sagen. Zum Beispiel heute Morgen bin ich aufgestanden und habe gedacht, das ist krass, dass wir in der Corona-Season als Schweizer können uns doch mit 50 Leuten noch treffen im Gottesdienst. Wenn du jetzt aus Deutschland, aus Österreich kommst, hast eine ganz andere Story. Aber ich bin wie dankbar, dass wir das erleben können und du bist vielleicht für etwas anderes dankbar. Susanne, mach doch also ein Dankesgebet und ich schreibe dann in den Chat rein, würde mich wundern, für was möchtest du Gott Danke sagen heute? Ja, und himmlischer Vater, ich schließe jetzt in dem Moment meine Augen ganz bewusst, um mich auf dich auszurichten. Und Ja. ich möchte dir Danke sagen für die Zeit, die wir jetzt zusammen haben, mit all den Menschen, die online zugeschaltet haben, wo wir uns einfach auf dich fokussieren können, wo wir dir begegnen können, wo wir deine Zeit in Anspruch nehmen dürfen und du hast Zeit und dafür möchte ich dir Danke sagen. Danke, bist du ein lebendiger Gott. Ja. Danke, hast du Zeit für mich jetzt. Danke, dass du mir auch hilfst, zu beten und danke, dass du mir begegnen möchtest und danke für die Zusage, dass wenn ich Yes. mich dir Come nähere, on. dann näherst du dich Ja. mir. Und das macht mich extrem dankbar, Ja. dass ich dich jetzt in den nächsten Augenblicken Yes. einfach ganz persönlich erleben und dir begegnen darf. Egal Ja. von wo ich Yes. zuhöre, von wo ich eingeschaltet bin. Danke dafür, Jesus. Und weißt du, wenn man mitten in einer Krise drin ist, ich sage jetzt mal eine Krise, wird man durchgeschüttelt und wenn man etwas durchschüttelt, bleibt am Ende noch das, was man nicht schütteln kann. Und das ist für mich im Moment ein Vergleich, der hilft mir enorm, Ja. weil eine Krise wird das klar, was krisenfest ist. Und darum sagt ja die Bibel, wir sollen nicht unser Leben wie ein Haus auf Sand bauen, sondern auf einen Felsen, wo ich weiß, das ist mein Gott, der steht. Und ich merke, dass eigentlich der Glaube an Gott, der trägt mich. Ja, natürlich gewisse Dinge, die mir wichtig sind und ich gerne hätte, die gehen in der Krise im Moment alles auf die Seite. Man kann manchmal sagen, auch ein bisschen so versteckte Götter vielleicht so. Aber ich merke, was wirklich bleibt, und das finde ich eben darum ist eben Dank so wichtig, weil ich sage, dieses Fundament, das trägt mich effektiv. Ja, und in der Krise, wie du es gesagt hast, das, was Bestand hat und Ja. das, was ewig ist, bleibt. Und alle anderen Dinge werden in unserem Leben recht durchgeschüttelt. Ja. Und was ich spannend finde bei diesen verschiedenen Namen, die der Teufel Ja. hat, vielleicht kannst du es nochmal einblenden, finde ich einfach spannend, habe ich auch schon die letzten Male angetönt, aber das ist für mich wirklich ein Zugang geworden, wie ich Gott anbeten kann, weil da heißt es, Luzifer, der Verblender. Und ich habe mir überlegt, Gott ist das Licht. Er ist das Licht, also er ist die Urquelle und der Verblender ist nur ein Abbild, Ja. nur eine Kopie. Oder wenn es heißt Satan, der Hinderer, dann denke ich so, ja, was ist dann Gott? Und Gott Ja. ist der Schöpfer, Gott ist der, der ins Leben ruft. Es heißt auch in der Bibel, er ist der das Nichtseiende ins Dasein ruft. Und all diese Gedanken schaffen mir einen Zugang zu diesem Gott Ja. im Himmel, weil ich plötzlich weiß, wow, so ist er. Wow. Und das, was eben ewig ist von diesem Gott, das wird in der Krise plötzlich für mich größer und besser sichtbar, weil vieles andere, wo man sich so dranhält, nicht Bestand hat. Meine Frage ist, Susanne, du hast angefangen mit einem Dankesgebet. Ich habe in den Chat auch euch gefragt, für was seid ihr dankbar? Weil ich finde es mega wichtig, weil Gebet ist ja ein Dialog, ist ja nicht etwas, wo ich nur all meine Probleme und Sehnsüchte und Wünsche und Wunder brauche, sondern es ist auch ein Hören, ein Reflektieren, uns bewusst zu machen. Und ich glaube, das ist eben wichtig, bewusst zu machen, auch bewusst hinzuschauen, um zu sehen, was hat Gott wirklich bewirkt in den letzten Tagen. Man kann ja immer sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Susanne, was ist das, was du heute dankbar bist? Also was ist dir zu oberst, wo du sagst, doch, für das bin ich dankbar? Ich bin effektiv dankbar dafür, dass ich immer mehr einen Zugang finde,
Gott wird immer größer in meinem Leben und was er eigentlich ist, also eben wie ich vorher gesagt habe, oder da steht der Angsteinjagende, der brüllende Löwe, er verhält sich wie ein brüllender Löwe, aber Gott ist der Löwe und das macht mich wirklich von Herzen dankbar, weil ich glaube schon seit ich 6 Jahre alt bin, glaube ich an Gott. Ich bete, seit ich 6 Jahre alt bin. Ich lese die Bibel. Und jetzt zu merken, so viele Jahre, das sind also über 40 Jahre, wo ich einfach mit diesem Gott im Himmel unterwegs bin und einfach merke, hey, wow, und es stimmt wirklich und es ist wirklich so und auch mit dem erwachsenen Verstand merke ich habe nicht einfach irgendetwas geglaubt, was sich in der Krise als Luft auflöst, sondern es ist stärker geworden und dafür bin ich unendlich dankbar. Also im Chat, ich möchte euch ein paar Dinge vorlesen. Im Chat auch, ich habe geschrieben, jemand hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ich rausgehen kann in die Natur. Ja. Das unterstreiche ich total. Das ist für mich auch so, ich bin ein Naturmensch, ich habe kein eigenes Office, sondern mein Büro oder mein Office ist so viel wie möglich draußen zu sein. Ich verstehe das total. Sie haben geschrieben, dass sie auch die Beziehung im richtigen Moment mit Gott wieder vertieft hat, dass sie die Gnade von Gott jeden Tag erleben darf, die Versorgung Gottes. Jemand durfte wieder, den Mann war im Krankenhaus, genau. Dann schreibt jemand, dass Gott mich gesund hat, mein Knie geheilt hat und. Und ich möchte mit dir zusammen im Chat jetzt einfach bewusst ein Dankesgebet beten. Ich möchte dich bitten oder dich fragen, ist ja vielleicht besser, bitten ist ein bisschen, dich einfach fragen, dass wenn ich jetzt bete und Gott Danke sage, werde ich dann eine Pause machen. Ich möchte dich einfach bitten, dass du mit deinen eigenen Worten, in deiner eigenen Sprache jetzt einfach Gott Danke sagst für das, was du in den Chat reingeschrieben hast, wo du dankbar bist. Oder vielleicht hast du nicht in den Chat reingeschrieben, no problem, dann lass uns Gott Danke sagen. Also lieber Gott im Himmel, ich danke dir, dass du mein Mittelpunkt in meinem Leben bist und der Antichrist ist nicht der Raum einnehmen darf, sondern ich stelle dich bewusst in meine Mitte. Du bist meine Mitte, du bist mein Rückgrat, du bist auch meine Stärke, du bist auch meine Zukunft und ich danke dir für all die Wunder, für all das, was du bewirkt hast in dieser Woche. Ich sehe es, ich mache mir das bewusst. Und ich möchte dir Danke sagen, auch für all die Dinge, wo ich mir nicht bewusst bin, dass du im Hintergrund die Fäden so gezogen hast und ich es nicht mal merke, weil ich denke, das ist einfach so geschehen. Gott hat mich vielleicht auch bewahrt von Unfällen, die mir gar nicht bewusst sind, weil sie ja nicht eingetroffen sind. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du jetzt einfach in deinen Sätzen Gott deine Dankbarkeit ganz konkret formulierst. Ja. Weil Gott hört und Gott liebt es, wenn seine Kinder ihm einfach Danke sagen für die Dinge, die dir bewusst sind. Und wenn du sagst, ich kann mich an nichts erinnern, dann danke nur schon für den Fakt, dass es dich gibt. Dass dein Leben in sich ist ein Meisterwerk Gottes. Alleine wenn man zum Beispiel eine Schnittwunde hat am Körper, wie schnell sich das zusammenheilt wieder, was da alles geschieht im Körper von Zellerneuerung, unvorstellbar, das Wunder Gottes, allein in deinem eigenen Körper, dein Auge, gigantisches Meisterwerk, dein Herzschlag, dass man denken kann, dass man hören kann, dass man riechen kann, dass man fühlen kann, dass man gehen kann. All das sind so großartige Wunder Gottes. Und weißt du, die Bibel sagt, dass der ganze Lob, den wir machen, den wir geben dem Gott, ist wie so eine Rauchwolke, die Gott in die Nase emporsteigt. Und es ist ein Wohlgeschmack, sagt die Bibel, wenn wir Christen Gott Danke sagen, wenn seine Kinder, wenn deine Kinder oder unsere Kinder dir Danke sagen, dann denkst du, hat sich gelohnt, um zu kochen. Ja. Jammern sie den ganzen Tag. Oder vor allem, ich denke, hey, es ist angekommen, was ich für sie gemacht habe. Ja, und stell dir mal vor, wenn Gott jetzt merkt, hey, es ist angekommen, was ich dir geschenkt habe, das gibt ja wirklich nichts Schöneres. Absolut. Und da geht es ja dann noch nicht mal um mich, dass ich Lob bekomme, sondern ich weiß einfach, hey, es ist angekommen. Er hat es verstanden, das Liebeszeichen. Cool.
Hey, wir möchten ein bisschen ein zweites Thema gehen. Wir wollen bewusst einfach den Dank jetzt in den Vordergrund stellen, weil ich merke einfach im Leben, eben kann mal Gott das Wunder erhört, hat man schon das nächste Anliegen wieder. Es hört ja wie nie auf. Und ich finde es mega wichtig, dass man eben auch einen Stopp macht und sagt, okay, was hat denn Gott auch alles getan und gemacht? Und je mehr, dass ich eben sehe, was Gott getan und gemacht hat, desto mehr prägt das meinen Glauben und desto mehr wird mir bewusst, mein Fundament, mein Glaube, das trägt mich wirklich in guten Tagen wie auch in schwierigen Tagen in allen Seasons. Wenn man das Wort Antichrist jetzt hört, Susanne, wir werden jetzt diesen Bibeltext ganz kurz lesen und verschrecke nicht, weil ich möchte dann einen Bogen machen zu dem Thema. Der Antichrist, das ist ja ein System in der Bibel, das ist eben, kann eine Person sein in der Offenbarung, die dann kommt und, sage jetzt mal, den Lead in die Hände nimmt. Es ist aber auch ein System, das die Bibel sagt, und es gibt mehrere Antichristen, das kommt es immer wieder. Das Ende dieser Zeit ist nahe, meine geliebten Kinder, ihre letzte Stunde ist angebrochen. Ihr wisst, dass zu dieser Zeit der Feind von Christus, eben jetzt kommt das Wort der Antichrist, anstelle von Christus, der wird kommen. Schon jetzt sind viele Antichristen aufgetreten, also es gab immer wieder ein System und Personen, die haben das System eigentlich entwickelt. Das Ende der Welt ist ihr entgegen. Und jetzt sagt die Bibel, sind wie Wehen. Es wird schneller, es wird intensiver und irgendwann kommt es zu einem Ende. Also, was ist der Link zu unserem Leben? Ganz einfach. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, wo etwas dir im Wege steht. Es kann sein, ein System. Es kann sein, dass das Schulsystem dich in deiner Art und Weise ausgeklammert hat. Es kann sein, dass ein System, wie man sein sollte, wie man sein müsste, bist du disqualifiziert. Also ich sage immer, es gibt Systeme, die eigentlich dir entgegenstehen und dein Leben eigentlich klein machen und auch blockieren. Ich denke an die Weihnachtsgeschichte. Alle haben geglaubt, dass der Sohn Gottes, er kommt aus einer reichen Familie, gebildet, einen Namen, verheiratet. Und was macht Gott? Er nimmt ein verlobtes Paar mit einem Wunder vom Heiligen Geist und niemand hätte gedacht, dieses Pärchen würde man nehmen, um den Sohn Gottes auf die Welt zu nehmen. Das ist die Botschaft drin, die wir oft nicht sehen, dass auch Gott oft sagt, ein System kann am Ende den Plan Gottes in deinem Leben nicht stoppen. Unmöglich. Sondern Gott sagt, wenn ich was entschieden habe, komme ich dennoch zum Ziel. Und meine Frage ist an dich, an mich, an dich, gibt es Systeme, die dir nicht hilft, dass deine Art, deine Berufung, deine Identität zum Vorschein kommen kann. Es kann sein, weil du gläubig bist, hast du eine Partnerschaft, ist zu Ende gegangen. Es kann sein, weil du gläubig bist, wurdest du gemobbt. Es kann sein, weil du sehr kreativ und innovativ bist, hat man dich in der Schule nicht gefördert und deine Noten sind absolut eine Katastrophe. Und es gibt viele Dinge im Leben, wo ein System dir entgegenwirkt und die ganze Güte und den Plan Gottes nicht zur Vielfalt kommen wird. Und jetzt ist ein Gebet, das ich beten möchte. Und ich möchte eben bewusst auch dir bewusst zurufen. Nichts kann und wird Gottes Plan in deinem Leben, in meinem Leben zum Stopp bringen. Gott kann Türen öffnen, so auf einen Schlag. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, weil das mit dem System, da kannst du dich vielleicht sehr gut identifizieren oder die kommt jetzt so eine Situation in den Sinn, wo du merkst, du passt nicht ins System. Gut, das schon mal zu merken, aber was mache ich jetzt damit, Leo? Ja, das ist aber wichtig. Nur ein Beispiel, ich habe nie in das schulische System reingepasst, weil ich war wegen kreativ und innovativ, ich bin ein Unternehmer. Und das wird nicht gefördert. Das ist jetzt keine Anklage gegen ein System. Jedes System hat Stärken, hat Schwächen, aber für mich war es nicht mein System. Es hat mich nicht gefördert. Und ich war mega froh und dankbar, dass ich neben der Schule viele Dinge ausprobieren konnte. Ich habe Motorräder zusammengebaut und gespritzt und verkauft. Ich habe Zeitungen ausgetragen und ich habe wirklich viele Dinge gemacht. Ich habe Hamster gezüchtet und habe sie verkauft. Also das ganze Unternehmerische... Du konntest also
viele Dinge unternehmen Weil schon. meine Eltern mir diesen Raum gegeben Ja. haben, aber in der Schule bin ich eigentlich disqualifiziert gewesen. Das hat mich nicht gefördert und so. Und ich habe gelernt in jungen Jahren, kein System kann den Plan Gottes in meinem Leben stoppen. Und ich glaube, jede Person hat vielleicht irgendetwas, du merkst, du stößt an Grenzen. Ich nenne es eine Grenze oder du stößt ein System, das sich wie blockieren will. Und dann denkt man oft, aha, das System ist schuld. Und ich möchte eben sagen, lasst uns eben den Blick haben, dass es eben Gott ist, der plötzlich Türen aufmacht und du durchgehst und plötzlich kommt ein Segen rein. Genau, und ich möchte jetzt einfach beten, dass Yes. Gott dich an eine Geschichte erinnert, dass Gott dir eine Situation zeigt, wo du merkst, dass er mit dir einen Plan hat, Yes. auch wenn du in kein System passt oder Genau. gerade weil du in kein System passt. Dass du nicht einfach auf der Abstellbank bist oder irgendwie halt, man kann dich halt nicht gebrauchen. Ich bete, Ja. dass der Heilige Geist dich jetzt berührt, dass er dir deine inneren Augen öffnet, dass du siehst, wie er sieht. Weil du mit ihm zusammen unterwegs bist, weil du jetzt dir diese Zeit genommen hast, um einfach hinzuhören, bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du jetzt die Menschen berührst, die zuhören und Yes. zuschauen und die mitfühlen können mit diesem System, wo sie nicht reinpassen, Yes. wo sie gemobbt werden, wo sie einfach... Wo sie nicht aufblühen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du ihnen Geschichten aus der Bibel, Psalmen, Verse, Bibelverse, Liedverse, Geschichten aus der Geschichte in Erinnerung rufst, um ihnen einfach zu zeigen, dass du sie erstens wunderbar und Yes. einzigartig Come on. gemacht hast, dass du sie unendlich liebst und dass es nicht ein Wertesystem ist bei dir und dass du einen Plan hast, dass du ein Ziel hast, dass sie einfach eine Farbe Come on. im Leben haben, wie die einzigartig ist Yes. und die genau dorthin passt, wie bei einem Puzzleteil. Heiliger Geist, geh Yes. du durch die Reihen, berühre die Herzen, tröste Menschen, gib ihnen Hoffnung. Das Yes. ist das, was dein Charakter Come ist on. und deine Eigenschaft. Yes. Weißt du, wenn wir das beten, gibt es viele Dinge, wo ich einfach gemerkt habe in meinem Leben, ich passe mit meiner Art in gewisse Dinge nicht hinein. Und das hat nichts zu tun, dass gewisse Leute oder was immer falsch sind, sondern Gott hat wie ein neues Gefäß geschaffen. Darum ist auch für mich unsere Church ist ja einfach ein Ort, wo ich merke, dass meine Art hat völlig Platz. Und ich merke, ich würde in gewissen Kirchen, wäre ich am falschen Ort. Und mir hat neben jemand hier geschrieben, kann auch sein, dass eine Kirche ein System sein kann. Ja, kann es sein, absolut. Das sind ja Menschen und es ist ja nur ein Vehikel. Ich sage immer, ich bin nicht verheiratet mit einer Kirche. Ich bin verheiratet mit Jesus. Und das ist mir ein mega wichtiger Satz, weil ich bin ja selber auch Pastor, logisch liebe ich unsere Gemeinde, das sind da unsere Freundschaften, alles hier, aber du bist nicht verheiratet mit einer Kirche. Eine Kirche kann auch wieder gewisse Dinge blockieren. Das ist einfach so. Das ist ja nicht einfach, dass dann sie etwas falsch macht. Darum gibt es ja verschiedene Kirchen, verschiedene Werke, verschiedene Familien, verschiedene Optionen. Und ich finde es so wichtig zu wissen, dass ich nicht mit dem Finger auf das zeigen muss, sondern Gott öffnet neue Türen, wo du merkst, da passt du völlig hinein. Und darum ist das Reich Gottes auch so blumig, so farbig, hat ganz, ganz verschiedene Nuancen. Denke einmal daran, die einen, die lieben es charismatisch und die Hände am Boot zu heben und Emotionen, das ist so mehr ein bisschen die charismatische Church. Bist du ein bisschen mehr intellektuell, würde ich sagen, das ist mir ein bisschen zu emotionell und so. Liebst du ein bisschen mehr so eine sachliche Gemeinschaft, verstehst du? Das hat mega viel zu tun mit deiner Persönlichkeit, wie du bist. Und darum zum Glück gibt es verschiedene Kirchen, Gemeinschaften, Werke, Ministries oder Hauskreise, was auch immer, wo du merkst, in deiner Art blühst du auf und an einem anderen Ort, da verwelkst du. Das hat nichts zu tun, ich bin mehr erweckt und die sind weniger erweckt. Und darum braucht es eben ein Leib Christi, hat so viele verschiedene Facetten. Also, ich möchte wirklich einfach dir zurufen, dass du Gott vertraust, dass Gott zur rechten Zeit die Türe aufmacht. Und das kann manchmal mega, mega lange gehen, aber es kann manchmal auch mega, mega schnell gehen. Ja,
Und wenn wir uns darauf fokussieren, dass Jesus der Sieger ist, Ja. dann tun sich ja für uns persönlich automatisch Möglichkeiten auf. Ja. Weil was gibt es Schöneres zu wissen, als dass einer gesiegt hat? Und gerade wenn wir am Anfang jetzt diesen Bibelvers gelesen haben vom Ende der Welt, vom System, vom Antichristen, und nicht zu sagen, dass all diese Systeme, die wir jetzt aufgezählt haben, etwas mit dem Antichristen zu tun haben. Nichtsdestotrotz möchte ich einen Vers vorlesen von Offenbarung 5, Vers 5, wo es heißt, doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Und ich spreche dir jetzt einfach diese Bibelstelle zu, als ein prophetisches Wort, als ein Türöffner, als etwas, was tröstet. Weine nicht. Yes. Einer hat gesiegt über deinem Leben, über deine Situation. Come on. Er kann in deinem Leben das Buch öffnen mit und diese 7 Siegel brechen. Wenn dein Leben aussieht, als wäre es versiegelt mit 7 Siegeln und als das, was du da innen drin spürst, nicht raus kann. Einer hat gesiegt. Ich segne dich mit dem Bewusstsein, dass einer auch in deinem Leben gesiegt hat. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Er brüllt für dich, er öffnet für dich die Tore und er räumt dir jedes Hindernis aus dem Weg und er öffnet die eisernen Riegel und die schweren Türen in deinem Leben. Das ist ein Vers, eine Zusage. Ich glaube, es steht im Jesaja, vielleicht auch nicht, aber es steht in der Bibel, es ist eine Zusage, dass er vor dir hergeht und dir alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Er hat gesiegt. Ja. Und ich bete auch für dich, weil der brüllende Löwe jagt uns Angst ein. Und du hast jetzt Angst vielleicht, wo du sagst, das System ist gegen mich. Du hast auch gelesen, es haben Leute Angst vom Autofahren, Angst vielleicht von der Krankheit, Angst von den Finanzen, Angst, dass deine Familie auseinanderbricht, vielleicht Angst, dass du es nicht mehr schaffst, Angst, dass deine depressiven Gefühle nicht weggehen, Angst, dass du nicht aus deiner Schuldenfalle rauskommst, Angst, dass man dir das Erbe wegnimmt. Es sind so viele Ängste, wo der brüllende Löwe eben uns Angst einjagt und Angst kann auch sein, dass ein System dich mega bedroht und ein System dich mega einengt. Und du hast nicht einen brüllenden Löwen, der dir Angst macht, sondern Gott hat dir und auch mir den Geist Gottes gegeben. Der Heilige Geist wohnt in dir und der Geist Gottes durchbricht alle Mauern, überspringt alle Flüsse und es gibt keinen Hindernis, das der Geist Gottes nicht durchbrechen kann. Und ich bete jetzt wirklich für dein Leben, dass es auch eine Woche von Durchbrüchen sein wird, dass du Durchbrüche mit Gott erleben wirst. Und ich befehle, dass der Geist der Angst, dass Gott nicht zum Ziel kommt, dass du das nie erleben wirst auf dieser Erde, dass es nie mehr gut kommt, dass es noch schlimmer kommt. Ich sage, dass dieser Angstgeist im Namen von Jesus Christus aus dir rausgehen muss. Und in uns wohnt der Löwe aus dem Stamme Juda. Und dieser Stamme von Juda, er hat alle Macht, Dinge aufzumachen, die niemand aufmachen kann. Dinge zu lösen, die niemand lösen kann. Er sieht Dinge, die noch niemand sehen kann. Er hört Dinge, die noch niemand gehört hat. Er fühlt Dinge, die noch nie gefühlt hat. Dieser Löwe aus dem Stamm von Judas, er steht über all diesen Dingen in unserem Leben. Und ich spreche das aus. Ja. Für all die merken, dass Angst und Sorgen und Gedanken von Mobbing, von ich passe nicht da rein und ich komme zu kurz und ich werde es nie erleben und überhaupt und alle anderen und Gott ist unfair und wo ist mein Segen und wo ist mein Durchbruch und wo ist meine Heilung und wo ist der Friede, den Gott versprochen hat. Alle diese Lügen, wo der Teufel dich so zugedröhnt hat, möchte ich dir einfach das nochmals sagen. Der Löwe aus dem Stamme Juda,
der lebt in dir. Ja, genau. Und Jesus hat gesiegt. Das bedeutet auch, dass es zu jedem, was du jetzt aufgezählt hast, eben zu jedem Not, zu jedem Anliegen in deinem Leben, zu jeder Lüge, die wir vielleicht noch nicht mal als Lüge feststellen in unserem Leben, gibt es ein Gegenteil. Gibt es, genauso wie bei den Namen vom Feind, es auch die Namen Gottes gibt, die eigentlich das Original sind und eigentlich das Echte sind, gibt es auch zu den Problemen in unserem Leben, wie du gesagt hast, ich passe in kein System. Und was hast du alles aufgezählt? Ich bin erfolglos, ich werde es nie schaffen. Das sind alles so Fakten, aber daneben stehen Wahrheiten. Und das kannst du vielleicht mal machen, wenn du einen Moment Zeit hast, dir einfach aufschreiben, was dich denn belastet, was dich beschäftigt. Und dazu gibt es eine Wahrheit, weil Jesus hat gesiegt. Und das bedeutet, er hat sein Blut vergossen am Kreuz für dich und für mich. Er ist gestorben, er ist wieder auferstanden, er hat den Tod besiegt. Das ist nicht einfach nur dahergeredet. Ich wollte zudem eben den Link machen. Also das Buch, ich bin Legastheniker, also bis heute. Ich bin ist ein bisschen besser geworden, aber mit dem Englisch ist es zum Teil schlechter geworden. Also Legastheniker, ich vertausche Dinge, aber ein Legastheniker wird die Schwäche, wird zur Stärke und ich bin bildhaft. Darum sind alle meine Predigten sind so bildhaft. Du siehst immer Bilder, du siehst immer eine Illustration. Das ist genau der Punkt, dass meine Schwäche wird zu meiner Stärke. Und das ist das, was ich erlebt habe. Nur weil ich Legastheniker bin, heißt das nicht, dass ich ein Buch schreiben kann. Meine Bücher haben halt viele Bilder drin. Weil das hilft mir mega und ich merke, der Text ist groß geschrieben, man hat es schnell fertig gelesen. Und das ist eben genau das was du eigentlich sagen möchtest, dass eine Schwäche wird auch zu einer Stärke, wenn man eben den Fingerabdruck Gottes ganz, ganz konkret sieht. Genau. Und deswegen lass uns einfach fokussieren auf den Sieger, weil das öffnet die Möglichkeiten. Und ich würde das gerne einen Moment machen, mal ausprobieren, wie es ist, wenn wir uns auf den Sieger fokussieren. Was siehst du, Leo, wenn wir auf den Sieger schauen, auf das, was wir jetzt gelesen haben, auf den schauen, der sagt, weine nicht, auf den schauen, der gesagt hat, ich habe gesiegt, ich öffne das Buch mit den 7 Siegeln, ich kann das. Was geschieht, wenn wir auf den schauen? Was sehen wir? Oder auch hier in Jesaja 2, Vers 2, Gott ist größer, geht ins Gleiche hinein. Ja. Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel überragen. Also da kann man eigentlich diesen Text schon aufhören. Also Gott am Ende, was man jetzt vielleicht nicht sieht als einen Sieg, das, was man jetzt nicht empfindet als einen Durchbruch, das, was man nicht als einen Segen deklarieren würde, heißt am Ende, sein Berg wird alles überragen. Also das ist eigentlich eine Zusage, was mir mega Mut gibt, auch in Niederlagen. Es gibt auch in meinem Leben Niederlagen. Es gibt auch in meinem Leben Momente, wo ich Gott wirklich nicht verstehe. Also, sorry, Glauben heißt nicht immer, der Berg ist immer sichtbar der Größte. Ich muss mir manchmal auch diese Dinge zusagen, aber am Ende der Tage wird dieser Berg am größten sein. Und nicht nur das, sondern die Menschen von allen Nationen, von allen Backgrounds werden dahin strömen. Also strömen bedeutet, wir wollen unbedingt dahin gehen. Und wenn du mir sagst, wie sieht denn der Sieg aus? Es ist nicht immer so, dass ich den Berg größer empfinde, größer sehe, aber das sind die Bibelstellen, die ich mir holen sage. Am Ende, vielleicht nicht jetzt, ist auch noch nicht das Ende, aber am Ende von allem Enden wird Gott über allen Maßstaben erhaben sein. Und das gibt mir mega Mut, dass ich weiß, ich gehöre nicht einfach zu einem Team. Vielleicht sind die Christen vielleicht die Minderheit, vielleicht bist du die Minderheit in deiner Familie, die an Gott glaubt, vielleicht ist auch deine Kirche nicht so groß, hat nicht so einen Einfluss jetzt. Aber du musst wissen, wenn man das rauszoomt, gehörst du zum König von allen Königen, der über allem steht, der über allem erhaben ist und der gewinnt. Mit anderen Worten, der Sieg ist uns vorausgesagt, ist nur eine Frage wann, aber er wird kommen. Und das ist mein Bild, das ich habe. Ich muss mir das bewusst machen. Ja. Immer wieder.
Hey, und es ist so cool, dass wir zum Siegerteam gehören können und gerade in dem Moment kommt mir einfach so der Gedanke, dass vielleicht gar nicht alle, wenn du zuhörst, dir so bewusst bist oder das auch weißt oder vielleicht auch die Entscheidung getroffen hast, zum Siegerteam zu gehören. Also Jesus hat gesiegt für dich, aber vielleicht hast du das noch nie persönlich für dich in Anspruch genommen. Und lass uns einfach da ein Gebet beten und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, Jesus. Ich danke dir, dass du gestorben bist für meine Fehler, für meine Sünden, für meine Fehlschläge. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch für mein Leben. Und ich sage, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Nicht mehr, was ich will, nicht mehr, wie ich bestimme, sondern du bestimmst in meinem Leben. Und damit wechsle ich von einer Seite auf die Siegerseite. Ich möchte jetzt bewusst auch ein Siegesgebet aussprechen über dein Leben, über all dem, was Gott dir anvertraut hat, an Hab und Gut, so sagt man das ganz schön. Ich danke dir, dass du, Gott, in erster Linie Sieger bist über meinem eigenen persönlichen Leben. Und du wirst zum Ziel kommen mit meinem Leben. Ja. Wie Paulus hat gebetet, dass er den Lauf sich wünscht, mit Gott zu vollenden. Und es war eigentlich auch ein Gebet von Respekt, aber auch ein Gebet des Sieges, weil er gesagt hat, und ich werde nicht meinen Blick abwenden zu diesem Ziel, wo ich hingehen werde. Und ich bete einfach, dass unsere geistlichen Augen wieder justiert sind, fixiert sind auf den Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Und ich spreche auch den Sieg aus über deiner Seele, dass du weißt, meine Gefühle sind nicht ein Spielball der Umstände, sondern ich lege einen Anker in meine Seele hinein. Und oft hat auch David gesagt zur Seele, schweige. Mit dem wollte er nicht sagen, die Seele ist nicht wichtig, sondern es gibt auch Momente, wo man merkt, jetzt ist genug. Und wir sagen der Seele, ist genug. Und wir legen diesen geistlichen Anker in die Seele hinein und wir bitten, dass sich alle Gefühle wieder einordnet, in eine Linie kommt, wie ein Frieden, es geht wieder wunderbar auf. Und ich spreche auch den Sieg aus über deinen Körper, dass Gott ist dein Heiler. Und Gott heilt dich entweder jetzt in dieser Erdenzeit oder du wirst geheilt sein im Himmel, wo es keine Tränen mehr gibt, es gibt kein Leid mehr, es gibt keine Ungerechtigkeit mehr. Das alles wird ein für alle Mal vorbei sein. Und ich fixiere deinen Körper, deine Seele und deinen Geist in diesen Namen Gottes. Und ich spreche auch den Sieg aus über deine Frau, über deinen Mann. Und wenn du Single bist oder auch verwitwet bist, ich spreche den Segen aus über diesen Raum, der leer entstanden ist, dass auch diesen leer entstandenen Raum die Herrlichkeit Gottes füllt und nicht ein schlechtes Vakuum. Ja. Es gibt ein gutes Vakuum und es gibt schlechte Vakuume. Und ich nehme diesen Raum auch ein, dass der Sieger Gottes in dieses Vakuum hineinsteht. Ich bete auch für Sieg für deine Kinder. Vielleicht sind sie mit Gott unterwegs, vielleicht sind sie vom Glauben ein bisschen abgedriftet. Und ich rufe ihnen zu, dass der Glaube Gottes ist als ein Fundament in sie hineingelegt worden. Und ihr werdet vielleicht wie der verlorene Sohn zurückkehren, aber ihr gehört zur Familie Gottes. Ja. Ich spreche den Sieg aus, auch über meine Finanzen. Du bist mein Versorger. Du hast mich immer versorgt und du wirst mich immer versorgen. Ich bete auch den Sieg aus über meine Talente und Fähigkeiten. Darin sehe ich einfach, ich konnte es mir nicht aussuchen, du hast mich ausgesucht. Und ich sage, ich werde mit meinen Fähigkeiten und Talenten diese Welt und das Reich Gottes verschönern. Ich spreche auch den Sieg aus über deine Kirche, über deinen Pastor, über deine Pastorin,
über dein Werk, über dein Ministry, über deine Small Group, über deine Hauskreis, wo immer du auch geistlich angedockt bist, spreche den Sieg Gottes aus. Kein Corona kann die Gemeinschaft Gottes stoppen. Ja. Und du hast den Sieg, dass Gott kommt noch immer zum Ziel. Ja. Ja. Und das bringt mich zum letzten Bibelvers von heute, die Verheißung. Und der steht in Matthäus 24, Verheißung? Vers 12 bis 14. Jetzt. Genau. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, das ist eine traurige Tatsache, setzt sich das Böse überall durch. Auch das ist eine traurige Tatsache. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Auch das ist eine traurige Tatsache. Aber wie cool, dass es einfach nicht da stehen bleibt. Es heißt aber, wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet werden. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Ich kenne das Ende der Welt oder wie man darüber spricht, schon eben seit ich ein Kind bin, und ich hatte immer Angst. Angst vor dem Antichristen, den man schon vom Wort her gehört hat, Angst vor all diesen negativen Dingen, das Böse wird zunehmen, die Liebe wird erkalten und keiner achtet sich mehr auf Gott. Aber mir ist jetzt diesmal so bewusst geworden, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet, damit es alle Völker hören, und erst dann kommt das Ende. Und das bringt mich wieder zum Sieg. Ja, und das ist eben cool, durch Social Media mit diesem Gerät, sage ich mal, ist das wieder möglich. Wir können heute, das ist nicht crazy, wir machen einen Zoom, du schaltest rein, wir machen einen Live-Chat, wo auch immer jetzt du heute bist, in Deutschland, Österreich, Schweiz oder around the world, spielt gar keine Rolle, war. Wir sind verbunden, wir können das Evangelium zum ersten Mal digital rausstreamen in die ganze Welt, nach Afrika, spielt alles gar keine Rolle mehr. Und das ist also ist ein Segen auf der anderen Seite, aber auch eine Challenge. Und ich möchte einfach zum Ende beten, dass wirklich einfach das Reich Gottes zunimmt wieder, dass Menschen wieder einfach umkehren zu diesem Gott im Himmel. Wir ihn suchen, ihn finden, dass es eine Zeit sein darf, auch vor Weihnachten, wo du merkst, dass deine Familie, keine Ahnung, wie du unterwegs bist in deiner Familie, aber dass einfach in dieser Zeit bete ich einfach, dass Menschen zum Glauben finden an diesen Gott, Menschen wieder umkehren, sich auf diese Werte Gottes besinnen. Und ich glaube effektiv, wenn Gott unser Zentrum im Leben ist, dann haben wir schon ein paar Probleme weniger, weil der Glaube an Gott bringt schon viele Dinge in eine Ordnung. Und Susanne, kannst du auch für uns jetzt beten für diese Christmas-Season, dass einfach Menschen zum Glauben umkehren werden, Menschen zum Glauben finden werden und dass die Kraft vom Evangelium zunimmt und nicht abnimmt. Das ist mein Wunsch, das ich habe. Ja. Und ich möchte dir Danke sagen, himmlischer Vater, dass hier steht, schwarz auf weiß, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Das zeigt einfach, wie wichtig das ist, und das hast du gesagt, und ich danke dir dafür. Und wir möchten dem Raum geben, dass das, was du schon vor so langer Zeit vorausgesagt hast, dass das wird, dass es in Kraft tritt, dass genau die rettende Botschaft diese Weihnachten, in diesen Festtagen zu Menschenherzen dringt, wo es vorher nicht hätte dringen können. Ich danke dir, dass du selber dafür schaust, dass die rettende Botschaft verkündet wird und es alle Völker hören, alle Menschen. Danke vielmal. Und ich bete auch für deine Familie, wo du drin bist. Vielleicht hast du einen Mann, eine Frau, du hast Kinder, du hast Verwandtschaft, die nicht an Gott glauben, und seit Jahren bist du im Gebet, seit Jahren bist du dran. Du hörst nicht auf, bei Gott zu klopfen, am Gotteszipfel, sag ich mal, am Rockzipfel zu hängen und einfach sagt, Gott, ich möchte dich bitten, erbarme dich meiner Familie, erbarme dich meiner Verwandtschaft. Und Gott, ich bete jetzt für all diese Gebete, die wir gebetet haben, und seit Jahren nicht ein einziges Gebet ist verloren gegangen. Du hast jedes Gebet gehört, du hast von jedem Gebet Notiz genommen. Du bist ein Gott, der unsere Herzen klopft, und ich bitte, klopfe an unseren Herzen der Verwandtschaft, dass Menschen einfach merken, dass es mehr gibt als das, was sie bis jetzt gesehen haben oder erlebt haben. Ich bitte dich wirklich für eine Erweckung,
für eine Dimension, die jetzt über unsere Länder hinwegkommt, so wie Corona die ganze Welt als eine Pandemie einfach einlullt, möchte ich bitten, dass genau die gleiche Dimension wie ein göttlicher Virus, verstehst du, der Geist Gottes über Menschen springt und so ansteckend ist, dass man das gar nicht mehr stoppen kann. Gott, ich bitte dich für diese Dimension. Du mögest das Reich Gottes so schnell anstecken, dass man das gar nicht mehr bremsen kann. Und ich segne dich im Namen des Vaters. Ich segne dich auch in dieser Liebe von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Hey, es ist mir wirklich im Gebet was in den Sinn gekommen, wenn dieser Virus so ansteckend ist und eine ganze Welt lahmlegen tut. Wie wäre es das, dass der Geist Gottes genauso ansteckend ist in den nächsten Wochen Heißt es da und drinnen? Monaten? Hey, dann hätten wir eine Revival, das es noch nie gegeben hat. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ja. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du jemanden kennst und denkst, diese Stunde, dieses Gebet würde ihnen helfen, schick doch bitte den Link weiter. Wenn du noch nicht das Abonnement von ICF Zürich YouTube abonniert hast, mach es einfach, klick drauf auf Abonnieren, ganz, ganz einfach. Dann bist du mit uns ganz, ganz einfach verbunden, weil ich sage jetzt hier, warum. In ein paar wenigen Tagen gibt es jeden Tag eine Message von uns, die kommt jeden Tag auf Hochdeutsch, so 5 bis 6 Minuten, wo wir die Weihnachtsgeschichte 24 Tage vom 1. Dezember bis... Ein Adventskalender, Leo. Ja, das ist der Und Adventskalender. das hast du alles auf YouTube. Darum, wenn du dich eben reinloggst, kommt das jeden Tag automatisch. Und das ist ganz einfach mit uns auch in diese Weihnachtszeit hineinzugehen. Ja, und So. vielleicht sehen wir dich am nächsten Dienstag oder bereits am Sonntag in unserer Online-Church. Bye bye. Mach's gut. God bless Ciao. you. Tschüss.